con la nata 2003 ist la prossima artista che sarà più probabilmente das Bejufnes, Joya Marlene. Herzlich willkommen beim Fnüde al Open Air Lumnezia 2023. Danke vielmals. Romansch, wie sieht es bei dir aus? Wow, wirklich ganz schlecht. Wenn wir etwas machen, das du für die Bühne kannst brauchen? Mega gern sogar, ja. Also ich habe da einen Satz, der geht quasi «Guten Abend Lumnezia». Wie geht's? Open Air Lumnezia, Buonasera Covaia. Buonasera Covaia. Perfekt. Open Air Lumnezia, Buonasera Covaia. Ja, perfekt. Das ist sicher ein Sympathiepunkt, gerade schon von Anfang an. Covaia. Da muss ich wirklich merken. Da muss man nachher noch aufschreiben. Ja, ich gebe dir das sonst mit. Okay, danke. Ich nehme an, das ist das erste Mal da oben, oder? Es ist das allererste Mal da oben, Ja. aber es ist mega schön. Das ist Freut so mich schön, auch gell? fest. Wenn du dahinter schaust. Mein Bruder hat am Donnerstag da gespielt und haben wir angerufen nach dem Ging gesagt, Joyas Open Air jetzt Lumnezia unleashed? ist so geil. Ja, genau. Ohne Scheiß, Ja. das ist dein Bruder. Ja, es war mega gehypt gewesen. Also darum komme ich lustig. jetzt mit grosser Vorfreude an. Also der Sänger oder wer von ihnen? Der Gitarrist. Der Gitarrist? Genau. Maurus. Genau. Joya, du hast schon lange Songs geschrieben, bevor du gewusst hast, was Chorus, Vers und Bridge sind. Das steht bei dir so in der Spotify-Bio. Und dein Vater macht ja auch Musik. Kommt das einfach so ein bisschen die musikalische junge Energie schon von dir heim? Oder hast du irgendwie MTV geschaut früher? Oder wo kommt das, dass das so früh so angefangen hat? Also bei uns ist eigentlich immer Musik gelaufen daheim und es war immer mega laut und es war immer mega chaotisch gewesen. Und von dem her war es dann für mich wie normal gewesen, dass man auch laut ist, wenn Musik läuft und dass man sich getraut zum Mitsingen. Ich glaube, die Energie kommt schon ein bisschen von daheim. Und dann habe ich einfach auch mega viel Musik gehört und habe eigentlich immer einfach Songs schreiben selber und Musik machen und jetzt bin ich da und es macht super Spaß. Und wie bist du da vorgegangen? Also hast du mit dem Instrument oder hast du einfach so ein bisschen mitgesummt und dann gemerkt, okay, da entsteht etwas? Also was sind so die ersten Herangehensweisen gewesen? Ich glaube, also wir haben ein Sabbatical gemacht in Kalifornien und dort haben wir wie so eine Babygitarre mitgenommen. Und dort haben wir so ein bisschen angefangen, einfach mal, also wir hatten viele Instrumente und wir hatten auch Klavier, wo wir herumspielen durften. Und dort ist, glaube ich, so ein bisschen die Freude gekommen, oder die Neugier gekommen, glaube ich, um etwas zu machen. Und ich musste zum Glück nie jetzt mega so Noten lernen oder irgendwie müssen etwas machen. Also ich habe nie eine Aufgabe bekommen, von wegen, du musst jetzt da und da bis den und den können, sondern ich durfte immer hinhocken und da machen, wenn ich auch will. Und irgendwie, so ist dann auch irgendwie der Drang nach dem Songschreiben auch gekommen. Und ich habe mega viel Musik gehört und mega viel Film geschaut, wo so Musik gegangen ist. Zum Beispiel Burlesque von der Christina Aguilera. Und für mich war immer der schöne Moment, so, wo sie das Kabel aussteckt und nachher merken wir alle, wie gut dass sie singen kann. Und das war immer so der Gänsehaut-Moment für mich als kleines Kind. Und ich dachte, wow, okay, shit, genau das möchte ich machen. Okay, das ist eine schöne Inspiration. Das machst du ja auch diesen Sommer schon wieder. Du hast einen Haufen Konzerte, einen Haufen Festivals. Kannst du jetzt schon vielleicht sagen, was so die strangeste Festival-Experience war, wo wir dann, weiss nicht, einen Stromausfall hatten oder komisches Essen? Oder, Also wir haben mal so eine Art Stromausfall gehabt, weil jemand Kaffeemaschine benutzt hat. Und da hat, glaube ich, irgendwie zu viel Strom gebraucht. Oh, auf der Bühne, oder was? Und es war mega kalt. Und ich war so im Pullover eingepackt, das war so ein Winterfestival. Und dann hat jemand, glaube ich, Kaffeemaschine gebraucht und da, glaube zu viel hat es nicht so verleiden. Und dann plötzlich habe ich nichts mehr gehört und plötzlich haben die Leute auch nichts mehr gehört. Aber das ist ja der Burlesque-Moment. Das ist mega der Burlesque-Moment, genau, stimmt. Und dann habe ich einen Song gespielt mit der Gitarre, aber nachher ist es so mega schnell wieder gegangen. Ich glaube, es war sehr lustig. Ich habe noch eine Frage zu den Swiss Music Awards, das haben wir uns alle heute ein bisschen gefragt. Die Betonklötze. Ich meine, du hast 3 aufs Mal gewonnen. Was machen wir mit diesen Klötzen? Die Klötze stehen bei mir im Regal. Ja. sind ja auch relativ schwer gewesen. Mein Papi war auch dort, meine ganze Familie war dort. Und es hat so Körbchen gegeben. Und mein Papi dachte, das ist eine mega gute Idee, um die einfach alle in diese kleinen Körbchen zu tun. Und das ist halt mega, mega schwer, oder? Wir sind so rausgelaufen und alle laufen raus, alle Schweizer Promis laufen raus. Und niemand schaut zu uns und dachte, okay gut, jetzt können wir uns ein bisschen rausschleichen. Zack, fallen die Betonklötze runter und alle schauen zu uns und dachten, oh, okay. Gut, aber irgendwie auch noch cool. Es ist irgendwie auch noch geil. Jetzt haben sie so aus Versehen gesehen, was ich gewonnen habe. Ja genau, es ist irgendwie auch so... See that! Jetzt ist gerade vor einer Woche deine EP rausgekommen. «Fish in Your Glass». Genau. Wer ist der Fisch und welches Glas? Fish in Your Glass ist eine Line von Terrible Things. Das war die erste Single, die rausgekommen ist. I'll be the fish in your glass. The only thing that saves me is the fact I'll forget. Und ich finde irgendwie das so herzig, weil es ist wie ein kleiner Fisch in dem Glas, der viel zu klein ist für den kleinen Fisch. Und es ist eigentlich voll nicht geil für ihn. Aber das Einzige, was ihn so ein bisschen rettet, ist die Sehnsucht irgendwie nach mehr. Oder? Und ich finde das so eine schöne Vorstellung, dass wie die EP läuft und der kleine Fisch träumt wie so. Also ich finde es mega schön, wenn ich Songwriter
dann probiere ich immer so fest wie möglich den Filmmoment zu finden irgendwie. Und dass man in dem Film leben kann und dass die Musik, da ist genau da, was speziell macht, oder die Musik. Und dass man im Leben ist und das Gefühl hat, wow, jetzt ist gerade voll wie in einem Film. Und jetzt ist das der Fisch, wo träumen, so ein bisschen in dem Sinn. Hey, und der Plan nach dem Konzert? Bleiben wir noch ein bisschen oder gerade weiter? Genau, wir übernachten heute auch da, aber ein bisschen weiter weg, nicht auf dem Gelände. Und ich glaube schon, dass wir noch bleiben. Noch ein bisschen Klar, hören. wir haben so ein bisschen Band hängen da noch und wir wollen unbedingt Fanta 4 noch hören. Die kommen ja heute. Von dem her ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Ganz viel Spaß. Danke vielmals für deine Zeit. Danke vielmals. Danke vielmals euch. Gioia Marlene al Open Air Lumnezia Dumeli Weinci 3.